Ja, kommst du? Ja. Guck, heute habe ich einen Kaffee gemacht für dich. Ach, das ist fein. Ja, und sollst auch keinen leeren Kaffee trinken. Nimm doch mal die Tasse runter. Sehr gut, danke. So. Schieben wir das mal hinter. Ui, 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 ui. Gut gegangen. Gerade noch so. Jetzt, was haben wir denn heute? Heute gibt's täglich frisch aus Meisterhand. Ein Lagerbrezel und ein Mürbebrezel. Oh, warum hebst du die? Hebst du die so rum? Ich Oder kann so es rum? so rumheben. Oder so. Ja, das ist ja bei manchen ist das ja ein bisschen ein Streitpunkt, gell? Gehört die Brezel so rum oder so rum oder dargestellt? so. Also mir gefällt es so rum besser schon wegen der Schwerkraft. Also ich finde ja, und so hängt sie ja auch meistens beim Bäcker aus, als Schild hängt sie ja so rum. Auf Steine oder sowas ist sie manchmal auch so rum dargestellt worden. Mir gefällt es so besser. Also das ist die typische Laugerbrezel, die kennen wir ja alle. Die heute, die hat auch wieder Charakter. Ja. Und was hast du? Ich Ein habe ein Mürbebrezel. Mürbebrezel. Wo ist denn da der Unterschied? Die ist ja eigentlich fest. Brezel ist immer ein Festgebäck. Ja. Früher hat es Brezel nicht jeden Tag gegeben. Ja, das ist wahr. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch der Brezelbauer, der dann an Feste durchläuft. In Bönnigheim, unsere andere 3B-Stadt, da gibt es ja das auch als Kostümführung. Der Brezelbauer läuft rum und erzählt dann Geschichten. Also schon was Markantes gewesen. Und warum ist jetzt die eine mit Lauge und die andere nicht? Tja. Die Laugebrezel, die ist durch Zufall erfunden worden. Die ist nämlich in den Putzeimer reingeflogen. Mit der Lauge, die war eigentlich zum Blechputzen gemacht. Und dann hätten sie trotzdem nehmen müssen und hat sogar köstlich Da war geschmeckt. sogar noch gut. Ja, ähnliche Erfindung, auch Zufall, wie das mit dem Blätterteig damals war. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ist jetzt, wann hat es bei dir die Mürbebrezel gegeben? Ich weiß immer noch auf jeden Fall beim Christbaumsingen. Am 4. Advent im Dorfplatz drin. Da gibt es immer Mürbebrezeln. Ja. Und da kommen die Leute sogar und nehmen mit. Also die essen die nicht bloß zum Glühwein und zum Punsch, sondern die nehmen die auch mit für den nächsten Tag, fürs Frühstück. Kommen da mit dem Körble oder mit dem Ja. Beutel Ja. und packen ein. Also die Mürbebrezel, die ist auch nicht süß, aber sie ist jetzt auch nicht so, dass man sie mit Schinken essen wird. Was möchtest du dazu? Deswegen haben wir jetzt Geselz dabei. Ah, der Frau hat Gutes für dich gemacht. Ja, das ist ein gutes. Das ist mit Erdbeer und Rhabarber. Ah, hast du ein Glück. Perfekt. Perfekt. Du wird alle mal riechen, oder bist du? Okay. Also Leute, wir haben keine Zeit mehr für euch. Jetzt wird gegessen. Tschüss, schönen Tag noch. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.